So, lieve inviteren, lieve Ehrengast, lieve Parteifreundinnen und Freunde. Wir stehen alle ein hier. Es wäre ein bisschen einen anderen Umstand, wie wir uns das vorgestellt und noch gewünscht hätten. Wenn wir denken, das neue Jahr mit viel Courage, mit Determination, für so viel zu fahren, wie wir für drunten gefahren sind, für das Land zu schaffen, und für das Beste für das Land zu bewirken. Ich will euch dafür für den Anfang alle Guten ein glückliches neues Jahr, eine gute Gesundheit und viel Erfolg wünschen. Wie gesagt, wir fangen nun mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Morgen, Anfangs November, ist 25 Jahre Feier, was ein schön, ein erfolgreich, ein gediegene Feier war, gefeiert und hat gedacht, dass ein guter Monat noch zwei von diesen Deputierten aus der Partei gingen austreten. Wer soll das verstehen? Dir nicht, und ich sage nicht ganz ehrlich, ich auch nicht. War das Ursache gewesen, eine Gesetzesänderung an der Legislation über die Auftreibung? Aber wenn ihr dann überlegt, CSV und LSAP, die feiern eine Fristenlesung an, die strikt gegen den C an der CSV hier im Logo verstößt. Und an der RDR, die laut ihrem Grundsatzprogramm ihren Deputierten die Freiheit gelost wird, an so frohen zu stimmen, wie sie wollen, die ihnen wirklich die Freiheit gelost wird, da geht es Streit auf einst, und es treten zwei Deputierte aus. Liebe Freundinnen und Freunde, an alle Parteien gibt es Diskussionen und Streit. Und es wäre keine richtige Partei, wenn das nicht wäre. Parteien setzen sich aus vielen Leuten zusammen, aus vielen Mandatsträgern, die verschiedene Meinungen vertreten. Da muss man sich zusammenraufen, der letzten Endes als die Majorität, die entscheidet. Das gehört zur Politik wie der Schnee zum Winter. Aber sie streiten an zouen Dieren, an der Außen weisen sie Einigkeit. Und es lebt kein fort. Die ganzen Theater sind umso mehr verständlich, weil der Ferner als Präsident sein Rücktritt angeboten hat, weil verschiedene Gemeinden hier werden stehen vom Ausstoß. Dafür müssen die Motive, die von denen zwei an Fenster gestaltet sind, ganz kritisch hinterfragen. Es wird kein valabler Grund geben, für fortzulaufen. Es hilft dann, den sowieso will es abzuhalten und will ihn dann 400 Zeit abhalten für eine finanzielle Avantage für sich selber rauszuschlagen. Wir haben ein ganz langes Nationalkomitee diskutiert. Und das ist nicht richtig, was die von den zwei gesagt hat. Ich will das hier in aller Deutlichkeit hervorstreichen, weil es da außen einen ganz schlechten Eindruck gemacht hat. Wir haben nicht geschaut, dass den bis auf die Straße hören hat. Ich muss sich so nicht beeindruckt von der Serenität von der Sitzung, wo 3 Stunden lang verständig mit denen diskutiert gehen, wo die Motive hervorgeholt sind, wo Erklärungen gefragt sind. Und da geht den, und da geht so etwas noch rauszuplätteln, was überhaupt nicht gestimmt wird. Ich hole runter, die Members sich da vorstellen, wenn sie hören, was das da tut, Nationalkomitee, die wären 3 Stunden da geschaut, dass bis auf die Straße hören. Das möchte ja ganz sicher keinen guten Eindruck. Wir haben gefragt, was dann eigentlich durchsagt. Für dieses Grundsatzprogramm steht
es wie es. Do as Kyoto Dro geändert gin hue nach gegefrot fir bis run andere moes Prozedure. De Weltprogramm, de man ze summen ausgeschafft an ugehollen, gilt unverändert. Von do hier KK behaupten, Partei hat sich geändert. Der Präsident hat wie gesagt mat senger Demission Hand gerecht. Wat will ihn danach mei? Ich so nicht még persönliche Überzeugung als die, dat einer Motive an durchstechen, so wie dat schon bei engem anderen Fall, nämlich die vom Alligierling fir run der Fall wär. Und da könnt die kruzial froh vom Mandat. Wem geheiert Mandat? Et braucht mir kein zu erklären, dat Gesetz vorgeseit, dat Mandat eigentlich dem Deputierte geheiert. Dat heißt, wann het net aufgeht, dann bleibt hier ein Deputierte. Muss ihn aber wissen, dat jeder Deputierten op enger Lust von enger Partei gewählt wird, op Basis von engem Parteiprogramm. Mat Hëlle vu 60 Kandidaten, die sich hier gifir mat op Lch zu go, die mecht wisse, dat ze net viel Chance fir gewählt ze gin. Mat enger onmaß Freiwilliger, die die ganze Zeit mat geschafft hun er noch während der Wahlkampagne Hand mat dugepackt hun. Mat eng grosse finanziellen Opwand, an wir wissen, dat Parteien net op Cape Geld sitzen, dat hecht, et muss dann noch nach zum Deel Geld leine go na gucken, dat den dat dann ein Kiruf bezahlt krit. Liebe Freundinnen und Freunde, das Verrot und der Partei und den drei Parteimilitanten an sogar und de Wähler von geht an Mandat mathält. An ich stellen froh, wären sie auch gegangen, von Lützburger Gesetzgebung für Gesicht, dat Mandat Mist und Partei zurückfallen. Ich so nicht, dass so sicher wie Damen am Gebiet, nein, da wären sie blieben. Aber wenn ich Unrecht soll tun, dann haben sie nach gut Zeit dem Chamberpräsident hier die Mission als Deputierten ranzuschicken. Da wären nämlich auch solche von diesem Personal, wo denen hier Existenz geht, die solchen, da wären die behoben. Das ist ja Witz, dass gerade die zwei, die gegangen sind, weil sie sich als ganz links bezeichnen. Personal so schäbig, am Stachlosen an sich wirklich unmöglich geholt. Der das egoistisch an einem selig erweist, wes Geisteskind sie sind. Von der Seite hier geguckt, als es keine große Verlust für die Partei, die mehr wie je gewollt, dass hier politisch Rolle auf der Linie von ihrem Grundsatz ein Wahlprogramm zu spielen. Ich will bei dieser Gelegenheit ein ausdrückliches Merci an den Kollegen Fernand Carteiser richten. Hier hat an der Zeit, wo die Präsidentschaft hat, aber auch schon für drunten selbstverständlich, enorm viel für die Partei gelegt. Er hat einen wahnsinnigen Ersatz gewiesen, für verschiedene Sachen zu reformieren, mehr performant zu machen, für schon die Partei auf die Wahlen vorzubereiten. Es muss nicht immer mal ferner d'accord sein. Es muss noch nicht immer mal seiner Linda d'accord sein. Aber das ist ganz sicher, und das ehrlich, und das kompetent, und das fleißig. Und das muss ich ihm unerkennen, und ich so ein Hai, ohne viel Stengwillen Hand runterzugehen, aber hätten die gegangen sind, nicht mehr tauschend von diesem Ersatz gewesen. Die Freundinnen und Freunde, so weit der Rückblick. Ich meine, das wird bis nachher gesagt gehen. Wie geht es für uns? Wir haben an der Chamber 2 deputierte Männer. Wir sind so schwer an der Chamber vertreten wie noch nie hinter der Gründung von dieser Partei. Aber, und das hat ganz viel Kontakte die letzte Zeit mal gesagt, den Zusammenhalt an der Partei ist eigentlich mehr stark wie je für drun. Ich habe von vielen Leuten gesprochen in der letzten Zeit, die besorgt wären, die gesagt haben, die wird sich aber nicht klein kriegen lassen, der wird ja weitermachen. Es sind da von anderen Parteien, die mir gesagt haben, die gibt gebraucht, um Gottes Willen, der wird ja nicht aus der Nähe fallen. Und da lesen den sogar
wo ha oder do Leiit hier Kommentare schreibe, wann der ging ophalen, wo ich gleich all Mënsch will bereuen, dat dat net der Fall ass. Wann der ging ophalen, da mis er eng Neipartei kommen, die Rolle ging iwwerholen. Mir hunn an diese Gremien darüber diskutiert, mir hatte für eine Politik ein Nationalkomitee, an den Nationalkomitee hat Decisionen geholt, an die Decisionen will ich euch bekannt geben. Wir werden auf diesem Kongress, Nationalkongress vom 17. März, eine neue Parteiführung wählen. Der Nationalkomitee schlägt dem Kongress 4 als neuer Präsident den bisherigen Generalsekretär Jean Schoß, als Generalsekretärin Liliana Miranda Ayres, und als neuer Vizepräsidentin Michel Retter aus dem Süden und de Carlo Kirche aus dem Norden. Wie gesagt, sie gehen um Nationalkongress den 17. März 4 geschlossen und ich bin überzeugt, dass sie eine ganz große Unterstützung vom Kongress kriegen. Und ich will Ihnen schon merci sagen, dass Sie sich bereit erklärt haben, die Tasche zu überholen, die sicher nicht einfach ist, und noch schon eine glückliche Hand wünschen. Hey Freundinnen und Freunde, dummer enttäuschen wir wahrscheinlich all die da schon um Aufstellgleis, um Auslaufgleis gesehen haben, a ganz bestimmt doch ist ein Herr Staatsminister, den sein Dram lo gesehen hat, an Erfüllung gehen. Nein, wir fahren 4 Uhr, und zwar mit voller Energie. Wofür? Ich meine, ihr seht mit mir eins, dass die Situation von diesem Land nicht nur nicht einfach ist, wie dass wir in einer dramatischen Situation sind. Besonders was Staatsfinanzen anbelangt. Wir befinden uns tatsächlich auf der griechischen Schiene. Auch von vielen Leuten, das nicht wollen haben. Wir machen ein paar Jahre Schulden, wie wenn das nicht wäre. Wir sind am Gang, riecht an die Schuldenfälle ranzurennen. Und wir stellen fest, dass die Regierung unfähig ist, darauf zu reagieren. Wir sehen, dass CSV und LSAP sich an der Regierung gegenseitig blockieren. Da geht, und ihr habt das schon einmal erlebt, beim Budget nach einem so kleinen Intermezzo gemacht, aber es geschieht nicht viel. Das Grundproblem von Minimum 1,5 Milliarden Schulden alias neu dabei, wobei die Schulden nicht aufbezahlt gehen, das Problem wird nicht gelöst. Diese Premier ist aufgetaucht und hat es mal nicht wert gefunden, für bei den Budgetdebatten vorzugreifen. Europa war hier bislang eigentlich mehr wichtig wie das Land. Hier, den auf der deutschen Tele zugehen hat, dass Griechenland an die Eurozone, das hat ja nichts mit dem Antritt an die Europäische Union mehr, an die Eurozone rangeholt haben, ob schon bewusst war, dass sie die Konditionen nicht gingen erfüllen, an den offen gesagt hat, sie hätten Griechen nicht wollen zu viel kontrollieren, für sie nicht zu viel wollen zu brüskieren oder ihnen nicht zu viel Europa wollen zu oktroyieren. Das ist was das heißt, liebe Freundinnen und Freunde, bei den Engagementen, die wir als kleines Land vis-à-vis von Griechenland geholt haben. Das erstens ein bewusster Bruch von den europäischen Verträgen über die Aufhebung vom Euro. Mit allen Risiken, die dort dabei waren, und die so voll auf den Kopf fallen. Hier ist matschuldig Desaster, den Europa an eine existenzielle Krise gehalten hat, an das Land Hunderte von Millionen Kosten wert. Hier, den letzten Jahr Erfolg auf der selbigen deutschen Tele,
wo Millionen Leute no geguckt hun, als dat dummst an Europa durchgestalt huet, weil mir jo dat meescht pro Kap ginge bezuelen, an huet de Külo fir dann ze so, hier wär froh, dat nach kein zu Lützeburg gemerkt hat. Lei Freundin a Freund, stell dich mal vor, die Deutsch Kanzlerin ging so etwas von ihrer Leid so. Sie wär fort, ehe sie sich im Sinn hat. Mir zu Lützeburg geht ja sowieso kein Minister. Auch kein Staatsminister, den sich über sein Volk lustig mischt, auf von seinem eigenen Geheimdienst bis auf Schanken blamiert wird. Hier, in den sich Stimme vom Lehrpersonal mit Steuergelder, führende Wahlen, mit einer Gehaltserhöhung von bald 1.000 Euro den Monat gekauft hat, an Lofred, Volk, sollte ihm Vorschläge machen, wo er Spuren kennt. Die Freundin und Freunde gesagt, so eine seriöse Staatsfeierung aus. Ein PDG, den an einer Firma, an einem Konzern für unsere Aktionären tritt, an se Fried werte machen sollt, für die Firma zu feiern, dem ich nicht lang möchte. An lo verstoppen sich an der Tripartit. Kreischt dat Patron an d'Arbeitnehmer Salariat sich net giffen neens gin. Wofür hun mir überhaupt eng Regierung? Fir op Dëppe fest dat ze go Bändlecher durchzuschneiden. Aber et gëtt Liichtblick. Der Staatsminister, den zwar kein Idee huet, wie in das Land aus der total verfrorener Situation könnt rausfeieren, du fir awer nutz davon dreemt, wie in der könnt klein kreieren, fir ist Land nach méi zu engem CSV-Staat können zu mechen. Kridelo laut segen egenen Aussoen, méi Zeit, zwar net méi Zeit, mehr will se besser nutzen. Da muss ich schon vorstellen, wofür nicht verdrun, weil dann hat die Zeit dann noch verdrun. Ich gebe ihm ein Trio auf den Weg gewannen, seine Zeit lo besser will nutzen. Er soll mal durch Land fahren, und mit den Leuten schwätzen. Er soll mal schwätzen mit den 20.000 Schummern, die kein Erbicht fanden. Mit denen viele Städte, die dann damit zusammen kriegen. Mit den Schülern, dem Lehrpersonal, den Eltern, die in dem institutionalisierte Chaos am Schulwesen verzweifeln. Mit den Mittelständlern, die für dem administrativen Dickicht an dem unternehmerfeindlichen Umfeld kapitulieren. Mit denen viele Lützeburger, die weit Grenz müssen wohnen gehen, weil sie sich halt kein Wohnicht mehr leisten können. Hier gibt sich wundern, weil er schon lange die Bodenhaftung verloren. Jedenfalls hat der DDR trotzdem schweren Passage, den wir an Runis haben, so viel Zuspruch im Moment, dass meine Erfahrung wie kaum ein Kehr für drin. Wir werden die Leute draußen nicht enttäuschen. Wir werden bis zu den Wahlen eine harte Oppositionslinie führen, hart, aber konstruktiv, mit diesen Propositionen. Und wir werden das machen am Interesse vom Land, und vor allem von diesen Kindern an dieser Jugend.